Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sherlock Holmes, The Devil's Docked. Ich sag dem einfach auf Hochdeutsch, des Teufels Doktor. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich so stimmt, aber ich glaube schon. Ja, wir haben Tobi bei uns und gehen nun... Eine Karte von London und Umgebung. Genau, Könnte nützlich werden. nicht nach London, sondern wir gehen wieder zu Tom, dem Jungen, nach dessen Vater wir suchen. Komm, Tobi, wir gehen mal Gassi. Ah, warte mal, habe ich noch einen Informanten hier? Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Tja, nix. Ach, da vorne ist die Kutsche. So. Hey, was machst du denn da vorne? Was macht denn der? Wasser auf? Oder was? So, Harts Wohnung. Und tschüss. Wir haben immer noch keine irgendwie hilfreiche Sachen. Nee, definitiv nein. Schaut euch mal den Hund an. Wie süß. Cool, Tobi. So, Tobi. Aufgabe für dich. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich So, jetzt noch Tobi... So. Ja. Es würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt Tobi spielen sollte. Boah, den spielen wir aber in The Free... Boah. Alter, die Steuerung ist ja... Ja, willst du mich jetzt verarschen? Dass der die Tür aufmachen kann? Ja klar, der Hund kann die Tür aufmachen. Hä? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Uff, uff. Gut gemacht, Tobi. Gut. Was haben wir denn da? Aha. Aha. Tools. Okay. Das ist nur eine Laube. Weiter geht's. Ah, schade. Hätte ja sein können, ne? Wie sieht denn das aus, wenn er rennt? Ach, süß. Was? Nennt man Sackgasse, lieber Tobi. Zurück. Ah. Da. Na klar. Tobi macht alles auf. Was? Wenn die umfällt, habe ich...
Boah, hey, Alter, wo führt mich die Spur? Oh, Was ist da unten? sehr gut, Tobi. Ganz ruhig, Tobi. Brava, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Genau, habe ich ja gesagt. So. Oh, Schlüssel geht. Very good. Oh, dunkel hier. Ah ne, so dunkel ist es nicht. Wir gehen mal gucken. Hier sind alte Zeitungen. Hier jede Menge Kisten. Hier Abfluss. Hier ein kaputtes Pad, ja. Kaputtes Ein Bett. Haufen Abfall. Okay, oder so. Wo gehen wir? Nur ein paar alte Dinge. Ja, lass mich noch weit durchschauen, Mann. Sollen wir hier? Nein, nicht hier. Was suchst du denn? Ah ja, immer noch die Waffe, ne? Sollen wir da? Alte Sachen. Alte Sachen. Ein gewöhnlicher Lagerraum. Jo, wird langsam langweilig, ne? So. Ein Bild von Tom. Mal sehen, ob wir die Tür aufbekommen. Ah. Sherlock schafft alles. Besetzen Sie einen oder mehrere Personen Dietrich ein, um die Schloss so hoch zu drücken, dass ein einsetzen. Boah, was? Ach so. Was? Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Da ist kein Platz für... Hä? Ich hab's jetzt nicht wirklich verstanden, liebe Freunde, aber ist okay. Ein Strick. Hä? Eine Karte von Epping Forest. Okay, dankeschön. Hab mich nämlich schon gefragt, was das ist. In dem Schrank haben wir nicht. Also hier haben wir Türen, wo sich automatisch schließen und so weiter. Briefe. Lieber George, ich verstehe dich und es ist so traurig. Wie auch du kann ich keine Arbeit finden. Nicht mal etwas für eine Stunde oder so. Meine Kinder haben nichts zu essen. Wenn ich um Arbeit bitte, heißt es immer, dass kein Bedarf sei. An verwundeten Leuten wie mir. Unsere militärischen Verdienste zahlen einfach nichts mehr. Zählen einfach nichts mehr. Wir haben für unser Land im Krieg gekämpft, aber jetzt lässt es uns im Stich. Niemand interessiert es, was aus uns wird. Dein Freund Jack. Ja, so leider traurig, wie es klingt. Ist leider so. In George Harts Keller haben sie eine Karte von Epping Forest gefunden. Militärisches Abzeichen. Wolfs... Achso, ja. So. Okay. Noch einen zweiten Brief. Orden. Im Namen Ihrer Königlichen Majestät Königin Victoria des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland erkläre ich Frederick Russell Burnham, Major der britischen Armee, hiermit, das Land schuldet George Hart, einem ehrenhaften Soldaten des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, für seine tapferen militärischen Dienste den allergrößten Dank. Die britische Armee verleiht ihm hiermit die Medaille für hervorragende Dienste und entlässt ihn aufgrund der Verletzungen, die er sich im Einsatz zugezogen hat, ehrenvoll in den Ruhestand. Major Frederick Russell Burnham. Ja, Abschiedsschreiben.
Diese Schachtel hier war wohl voller Munition. Jo, wow. Jetzt nicht mehr. Hier hat etwas an der Wand gehangen. Ich würde jetzt mal sagen, eine Waffe. Es gab hier ein Gewehr. George Hurst hat es mitgenommen. Ja. B. Vorbereitung. George Harts besonderen Job ist ohne Zweifel keine friedliche Tätigkeit, wenn er dafür sein Gewehr mitnimmt. Ja. Das ist wahr. So, was haben wir denn noch? Was hat er denn noch? Was? Bilder von dem Krieg, seiner Frau und seinem Sohn und... Ach, ich weiß doch auch nicht. So, mal schauen, was wir auf dem Tisch liegen haben. Vergleichen wir diese Liste mit dem, was wir zuvor gefunden haben. Jo. Dies ist Sehr die Liste gerne. der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm im Oktober. Ja, okay. Laut diesem Anfang- Plakat wird John Strawbridge vermisst. Ja. Vergleichen wir sie mit den Namen in Hursts Dokumenten. Pah, finden wir keinen übereinstimmen. Edward Evans, Edgar Bristol, David Papillon. Ah, okay, da gibt's mehrere. Thomas Kelly. Dieser Mann kommt in beiden Listen vor. William Thatcher. Was bedeutet das X? Ha. Dann John Thompson, Orson Land, also Patrick Tanner, auch mit einem X. Regan Stabler, auch mit einem X. Ich weiß nicht, was das X bedeuten soll. Aber was habe ich noch? S, Gruppe S, Gruppe S. Ich tippe jetzt mal an, dass John Strawberry auch Gruppe S ist. Alle Namen aus Marshs Liste sind in Hursts Dokumenten markiert und mit Datum versehen. Ah. Und mit einem X. Da hast du jetzt die ganze Liste noch, oder wie? Ah, ja. Was? Untersuchen Sie George Keller. Ja. Sind wir ja dran. Ein Artikel über die Lords und das Ausbildungsprogramm. Was wollte Hurst damit? Tja, recherchieren, lieber Freund Watson, Holmes. Lord Marsh hat mit seinen Freunden Lord Harrington und Lord Collins eine als Sonderausbildungsgruppe bezeichnete gemeinnützige Initiative ins Leben gerufen, indem dies drei Herrschaften den Armen in unserem Land zu einem besseren Leben und zu einer sicheren Zukunft verhelfen. Leisten Sie auch in beachtlicher Manier ihren Beitrag dazu, unsere Gesellschaft, die nicht von Problemen und Schwierigkeiten verschont wird, stetig und langfristig zu verbessern. Das ist ein Werbebanner, du. So, was haben wir denn da? Noch ein Schreiben. Abschiedsbrief. Mein lieber Tom, wenn du diese Zeilen liest, heißt es, dass ich nicht mehr am Leben bin. Was? Es tut mir unendlich leid, dass es so gekommen ist. Aber ich hatte keine andere Wahl, das musst du wissen. Du bist ein sehr kluger Junge und ich bin unglaublich stolz auf dich. Eines Tages wirst du alles verstehen und mir vergeben. Nichts werde ich verstehen, also ich verstehe es jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ich liebe dich über alles, mein Sohn. Verzweifle bitte nicht. Versuche glücklich zu sein. Du wirst auch ohne mich zu einem tapferen jungen Mann heranwachsen. Und zwar schneller als du denkst. Dabei wirst du niemals alleine sein. Deine Mutter und ich werden vom Himmel aus stets auf dich aufpassen. Dein dich liebender Vater. Was? Wir haben einen Abschiedsbrief gefunden, in dem drin steht, wenn du das liest, bin ich schon tot. Oh mein Gott. Abschiedsbrief mit vermisst. Nee, Zeitungsartikel. Harts besonderen Job.
George Hartz wusste, dass er von seinem besonderen Job nicht zurückkehren würde. Deswegen hat er einen Abschiedsbrief an Tom geschrieben. George Hartz hat einen Abschiedsbrief geschrieben, den er Tom aber nicht gegeben hat. Es besteht also die Möglichkeit, dass er noch am Leben ist. Das ist eigentlich wahr. Weil, wie soll ich jetzt sagen, wenn er gewusst hat, er kommt nicht mehr zurück, hätte er doch den Brief irgendwo anders deponiert, wo der Junge auch sicher drankommt, weil der Junge wusste ja nichts von hier. Und wir auch nicht. Wir wussten ja nur durch Tobi, dass dieser Raum existiert. Darum, denke ich mal, ist ja, eventuell noch am Leben. Aber was das für ein Raum ist? Ha. Das fragen wir nicht mich. Ich kann nochmal B drücken. Was habe ich denn jetzt vermisst? Genau. Keine weiteren Info. In Marsh Haus eindringen. Schleichen Sie sich in das Haus von Lord Marsh und finden Sie mehr über das Sonderausbildungsprogramm heraus. Okay. Vermisst. Ah, ne. Ja. Möglicherweise sind alle Teilnehmer der Gruppe S des Sonderausbildungsprogramms verschwunden. Okay. Ne. Ne. Ah. Verschwunden. Möglich. Ne, das hatten wir schon. Da. George Hartz war zwar interessiert am Sonderausbildungsprogramm, aber das war auch schon alles. George Hartz hat Informationen über die Bedürftigen und Lords gesammelt, die mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun haben. Das ist wahr. Würde ich jetzt auch mal so sagen. Und Hartz wusste Bescheid. George Hartz wusste darüber Bescheid, dass einige Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm verschwunden sind. Das ist wahr. Das kann ich bestätigen. Das ist cool gemacht, muss ich echt sagen. Okay. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Da kamen wir her. Wir gehen mal noch auf die Seite, weil sonst haben wir irgendwas verpasst, ne? Wir schauen mal, was hier drüben so ist. Hier haben wir zum Beispiel... Nichts, was von Interesse wäre. Okay, so quasi, ne, brauchst du nicht zu sehen. Okay, wir gehen mal wieder zu Tobi, dem jungen Hund, der hier draußen wartet. Nice. Brava, Tobi. Die beste Spürnase im Königreich. Jo, im Königreich. Tja, und nun müssen wir zum Marshall. Genau. Oh Mann. Kann ich eigentlich auch schleichen Sie sich in das Haus von Lord Marshall und finden Sie mehr über Marshalls Haus. So kannst du Schnellreisen machen. Okay. Ja, Herleitungen öffnen brauchen wir jetzt gerade nicht, weil das haben wir ja schon gemacht. Das haben wir schon gemacht. Wir schauen jetzt Holmes zu. Wo ist eigentlich Tobi? Tobi ist nicht im Ding. Scheiße, ich hätte Bandit. Holmes, was machen Sie hier? Was führen Sie im Schilde? Eine geheime Mission. Sie, Watson, müssen den gewissenhaften Arzt spielen, während ich mich in das Haus schleiche. Nur so können wir dem kleinen Tom helfen. Finte. Das ist nicht der beste Weg hinein. Ja, ist ja gut. Ich will wissen, wo die denn sind. Ist der Holmes auch, Holmes auch da? Ich sehe ihn nicht. Oben durch. Warum habe ich eigentlich schon wieder diese Scheiße? Aha. Hier kannst du nicht umschalten.
Nur so als Info. Das Fenster ist verschlossen. War ja klar, oder? Okay, das ist die Tür. Setzen Sie ein... Ja, okay. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert. Hä? Ich komme nicht, ich komm nicht nach, wie das Hacken funktioniert. Echt nicht. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte zu Lord Marsh. Warum? Ich würde gerne Lord Marsh sehen, wenn Sie erlauben. Oh, Sie Tollpatsch. Passen Sie doch auf. Ich muss wirklich zu Lord Marsh und Okay. ihn untersuchen. Fischer, bitte, lassen Sie Dr. Watson rein. 2 Ärzte bringen Gute mehr als Arbeit, nur ein. Watson. Okay, suchen wir mal hier noch ein bisschen... Hier kann ich mich verstecken. Okay. Falls. Ach so. Sehr geehrter Lord Corn, ich bin mir absolut sicher, dass wir im Hinblick auf das Wohl des Empires viel von jenen lernen können, auf deren Rücken wir nur allzu gern stehen. Von denselben Menschen, die wir mittellos und hungernd in den Schatten unserer Städte ihrem Schicksal überlassen, hierzulande wie auch in anderen Ländern. Lord Marsh. Okay. Hier haben wir noch einen Brief. Bis zu diesem Tag wurde durch das Sonderausbildungsprogramm schätzungsweise über 200 Menschen vor dem Leben und dem Tod in die Gosse gerettet. Sie wurden dazu gebracht, an den wichtigen Grundlagen für unser blühendes Empire mitzuarbeiten und ihren Teil zu unserer aller Wohlstand beizutragen. Dies ist vor allem der Vision und der weisen Voraussicht von Lord Marsh zu danken, der zu unseren fortschrittlichen und klügsten Politikern gehört. Er hat überwältigende Arbeit in diesem Bereich geleistet, ohne sich auch nur im Ansatz von der haltlosen Kritik und anderen Hürden durch seine arroganten Kollegen behindern zu lassen, die einfach nicht über ihren Tellerrand hinaus sehen wollen. Okay. So, hier haben wir noch ein Schreiben. Sehr geehrter Lord Marshall, dank Ihrem wundervollen Ausbildungsprogramm hat sich mein Leben völlig geändert. Ich wusste nicht, wie ich... Hier kann ich mich verstecken. Ja. Hier kann ich mich verstecken. Mann. Ich wusste nicht, wie ich Ihnen danken sollte. Deswegen habe ich Ihnen diesen Blumen gepflückt. Vielen Dank. Hochachtungsvoll, wie wär's? Ich schaue jetzt erstmal so. Lord Marsh ist ein alter Jäger. Okay, das ist na, Tee. Hey Chief. Fingerabdrücke. Oh. Mal sehen, ob sich der Tresor knacken lässt. Ja. Doktor, Sie konnten es wohl kaum erwarten, mich erneut zu besuchen. Ganz genau. Erlauben Sie mir, Sie zu untersuchen? Eine zweite Meinung, damit der große Lord Marsh nicht plötzlich der tote Lord Marsh ist? Nun, wenn Sie es so ausdrücken, sehr gerne. Soll ich mich in Ihr Büro zurückziehen, Milord? Nein. Doktor, bitte, bleiben Sie hier. Ich werde Ihre Hilfe brauchen. Soll noch etwas zu Bruch gehen? Das wird sich zeigen. Ah, scheiße. Häng das Bild hoch. Ah, scheiße. Uff. Okay, dann verstecken wir uns mal hier. Was ist da? Okay.
So, dann wollen wir mal Tresor knacken. Drehen Sie die Schlösserscheiben und suchen Sie gleichzeitig die Stelle, an der Sie am deutlichsten die Mechanik hören können, um so zur korrekten Kombination zu gelangen. Was? Ach so. Ah. Ja, war das? Okay. Cool gemacht. Das ist ja wirklich echt cool gemacht. Einfallsreichtum pur. Mich interessiert 7. eigentlich nur die November. Scheiben. Das heißt, das Treffen soll heute stattfinden. Sehr geehrter Lord Marsh, unser Treffen findet bei der Gunsteneiche am 7. November statt. Diesem Schreiben liegt eine Karte bei, damit Sie den Treffpunkt ohne Probleme finden können. Lord Collins. Okay, mit Collins hat er heute ein Treffen. Und noch ein Brief. Ich bewundere all diese Bedürftigen so ungemein. Sie sorgen für so viel frische Wind. Mit ihnen zu kommunizieren ist eine wahre Freude und sie sind so klug. Nicht so wie wir. Vielleicht sollten sie Lords sein und wir gewöhnliche Menschen. Lord Harrington. Ich weiß nicht, was du für Papageienärmel hattest, aber, ne? Was ist denn das für ein Vorschlag? Auf der Karte, die der Einladung an Lord Marsh Beilage, ist die Gunsteneiche markiert. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Wie? Geld nimmst du keinen mit und den Tresor schließen tust du auch nicht. Hä? Nicht? Ja, okay, raus. Ach, B. So, Einladung, leidenschaftlicher Jäger, George Hudson. Boah, sag mal. Ah, da. Hier unten, Lord Marsh und seine Freunde sind leidenschaftlich und erfahrene Jäger. Das ist wahr. Ne. Nö, okay, das war mal ein bisschen das, was wir haben. So. Wir gehen jetzt noch raus. Ich würde sagen, Sie leiden womöglich doch nicht nur an einer einfachen Grippe, Lord Marsh. Und da ist Blut drauf. Wo ist denn Ihr werter Freund, Dr. Watson? Oh, er steckt seine Nase bestimmt gerade wieder in anderer Leute Angelegenheiten. Ja, Sprichwörter. Was ist das denn? Was war das? Milord, es tut mir leid zu stören, aber ich muss Sie an Ihre Verabredung erinnern. Schon so spät? Verzeihen Sie, Dr. Watson, aber wir werden woanders erwartet. Können wir Sie ein Stück mitnehmen? Sie gehen aus? Das ist in Ihrem Zustand nicht sehr ratsam. Das ist lieb gemeint, aber das Elend ruht nie. Ich werde gebraucht. Nun, passen Sie gut auf sich auf, Lord Marsh. Ich werde Ihnen meine Diagnose zukommen lassen, Dr. Fischer. Danke, Dr. Watson. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Marsh. Lord Marsh. Ja, da sind Sie
verstrickt in ihre Bücher. Kein Wort, reden sie miteinander. Und trotzdem wird manchmal Weise können sie in ihrer Ermittlungen einsetzen. Diese werden mit entsprechenden Polen. So, und somit verabschiede ich mich auch wieder von euch, denn ne, wir sind zu Hause angelangt. Wie es weitergeht, schauen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, ciao, ciao und bis dann. Ciao.